Hallo zusammen, grüezi, hoi, wie auch immer, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir müssen entschuldigen, ich bin ein bisschen nervös, weil das ist mein erstes Deutsch-Video, YouTube-Video, Schweizerdeutsch, wohlverstanden. Es könnte sein, dass ich ein bisschen Thurgauer Deutsch und Aargauer Deutsch so ineinander einmische, weil ich bin ja aufgewachsen im Aargau und da sind wir schon beim Thema. Ich bin eigentlich ein Rüebli-Bub. Wegen Liebe und Arbeit hat es mich dann irgendwann ins Thurgau gezogen. Ich habe dann gemerkt, in der Schweiz, in Thurgau ist noch Kohle rum. Da kannst du etwas holen. Nein, sage ich. Also, die mich näher kennen, wie soll ich das formulieren? Die mich näher kennen, die mich nicht kennen, ihr werdet mich schon noch kennenlernen. Die mich näher kennen, sechs der Maggie, hoi Maggie, sechs all die Hauswerte, wo Credit Suisse an der Paradeplatz ISS, Hauswert, ich tue euch alle mit dem Video grüßen. Ihr habt mich eigentlich dazu gezwungen, um so ein Video zu machen. Hey, merkt ihr, ich bin total nervös. Also, ich werde mich jetzt mit dem Video auch ein bisschen vorstellen. Wer bin ich, was mache ich, was tue ich? Ihr kennt mich ja, ich bin ein Arbeitstier, ich bin jeden Tag am Arbeiten und stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf, oder? Ausser am Samstag stehe ich um 6 Uhr auf und am Sonntag stehe ich um 6:30 auf. Und seit letztes Jahr, 2020, 8. Februar, habe ich mein erstes YouTube-Video auf YouTube geladen. Also, jetzt aufpassen, nicht abstellen, nicht abstellen. Und hört, das ist im Fall ein ganz neuer Kanal, das ist ganz ein neuer YouTube-Kanal und ich brauche eure Unterstützung und ich wäre froh, wenn ihr dort klicken könntet, weißt, abonnieren und machen das so. Nicht so, so. Die gibt es genug. Also, mich unterstützen. Und wenn ich sehe, das Video wird geschaut, wird man natürlich andere Videos folgen. Ich werde in Zukunft auch Schweizerdeutsch reden, damit Schweizer mich auch verstehen. Weil, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema weggekommen, 8. Februar das letzte Jahr habe ich mein erstes YouTube-Video geladen. Ich werde euch das schnell zeigen. Das sieht im Moment so aus. Murat Bozdogan, Doğa ve Gezi Bilgi ve Haber, das ist türkisch. Und auf dem Kanal mache ich seit letztem Jahr, 8. Februar, mache ich da. Und jetzt habe ich 8050 Abonnenten. Habe ich erreicht. Ich war vorher schnell in Statistik gewesen. Ich will das euch auch noch schnell zeigen. Moment, jetzt muss ich schnell Analystik. Letzte 350 Tage, also nicht so Tag. Nicht, dass Frauen falsch verstehen, nicht die Tage. 350 Tage, was ist passiert? Ich habe 1,2 Millionen Klicks auf dem Kanal. Der Kanal heißt Murat Bozdogan. Auf den Kanal komme ich nachher schnell zurück, wie das Ganze entstanden ist und so weiter. Also 1,2 Millionen Klick, 81 und 613 Stunden insgesamt ist geschaut worden. Und im 2021, in dem Jahr, habe ich 6504 neue Abonnenten bekommen. Also, eines zu dem. Da können wir hier wechseln. Gut, wie bin ich dazu gekommen? Ich wollte euch schnell das erklären. Angefangen hat es so, ich habe einen Cousin in der Türkei. Was hat da mit YouTube zu tun? Ich weiß es. Moment, es kommt. Der hat in der Schweiz gelebt. Die Thurgauer sagen gelebt. Gelebt sagen die Aargauer. Es kann sein, dass ich ein bisschen Aargauer und Thurgauer ein bisschen mische. Wir müssen entschuldigen. Der Cousin lebt jetzt in der Türkei. Er ist hier in Rheinfelden geboren. Gut, jetzt sagen vielleicht, der Typ interessiert mich nicht, aber
weißt, mein Kanal, wie das entstanden ist, will ich schnell erklären. Der hat in Kreuzlingen nachher gelebt, mit seinen Eltern natürlich, bis 7,5, 8. Er ist hier in Kinski, hat dann die Schule angefangen, hat natürlich auch Schweizerdeutsch geredet, Kreuzlingen Thurgauer natürlich, oder? Thurgauer Deutsch geredet und ist dann mit 8 gezwungenermaßen auch mit den Eltern, weil sie wieder retour sind. Seine Eltern, also Mutter ist Tante von mir und der Papi von ihm sind in der Türkei. Das ist x Jahre her. Er ist jetzt ein erwachsener Mensch, ist bald 50. Er hat mir immer gesagt, Murat Abi. Abi heisst älterer Bruder. Bei den Türken ist es so, Abi sagt man aus Anstand, Respekt. Auch wenn jemand nur einen Monat älter ist, sagt man bei den Türken Abi. Das ist es so. Und mittlerweile bin ich nur noch Abi und das kann ich eigentlich nicht wählen, weil früher sind die anderen Abi gewesen. Und jetzt, was heisst das? Du wirst einfach alt, oder? Dann bist du Abi, oder? Gut. Er hat mir immer gesagt, du, also immer wieder, du, wenn du zu Kreuzlingen bist, kannst du mit dem Handy ein Video machen und mir über WhatsApp schicken. Weißt du, nur eine Minute. Weißt du, dort, wo wir gewohnt haben, kannst du das Haus schnell filmen und ströst dich dort drauf. Dann habe ich das 2-3 Mal gemacht, über WhatsApp gemacht. Natürlich habe ich am Anfang alles falsch gemacht. Wohlverstanden. Wenn man filmt, tut man Handy so heben. Nicht so. Die YouTube machen wollen, ein kleiner Tipp. Nicht, dass ihr es, wie ich, ersten 3 Monate alles falsch macht. Weil es gibt Leute, die haben 2 Meter und auf 3 Meter Fernsehen daheim. Und dann machst du Video so, der verflucht dich einfach ein ganzes Video lang, weil er auf der linken und rechten Seite 1,5 Meter schwarze Balken hat. Und in der Mitte sieht er dich so viel. Wenn ihr YouTube machen wollt, ein kleiner Tipp von mir, macht es richtig. So. Ich habe am Anfang so gemacht, ich habe alles falsch gemacht. Und dann, wie bin ich zu YouTube gekommen? Hey, leck, jetzt schnurre ich wieder wie ein Buch. Du. Hey, 7,5 Minuten, jetzt musst du pressieren, Murat. Dann habe ich irgendwann gedacht, wenn mein Cousin heisst Ismail, oder? Wenn der Ismail Sehnsucht hat nach Schweiz, weil er hier mal gelebt hat, sind wir einmal ehrlich, gibt es doch sicher auch andere Leute, die in der Schweiz mal gelebt haben und vielleicht ausgewandert sind, in die Türkei retour oder auf Holland, Deutschland, weiss doch nicht, oder? Türken sind auch ein Volk, das hin und her reist und, oder? Dann habe ich gedacht, weisst du, tu doch das auf YouTube. Vielleicht gibt es noch einen 2., 3. Ismail. Vielleicht ist der Typ da 30 Jahre und lebt jetzt in der Türkei, ist jetzt Rentner. Und will jemand mal die Schweiz sehen. Und natürlich jemand, der Türkisch redet. Und ich kann ja Türkisch. Und das ist ja mein Bonus, oder? Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, du das auf YouTube. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht gewusst, wie man das auf YouTube tut. Ich habe dann mit dem Handy gefilmt. So natürlich, falsch. Und dann war das keine Video da drin. Aber wie tust du das auf YouTube? Du kannst ja da nicht in ein Kuvert tun und abschicken. Und dann habe ich selber gegoogelt und dann habe ich, es gibt YouTube-Videos, die das erklären können. Dann habe ich das einmal angeschaut, ich habe 3-4 Videos geschaut, wie macht man denn da? Dann habe ich das gemacht. Ja, und dann hat nicht nur der Cousin angeschaut, es waren nicht 4 Leute mit meiner Frau zusammen, sie habe ich gezwungen dazu, weil sie hat sich müssen abonnieren natürlich. Da hatte ich irgendwie 6 Abonnenten gehabt, mit dem Cousin zusammen und Tante, natürlich Familie, oder? Die ich erpresst habe, natürlich. Und gesagt habe, ihr müsst euch abonnieren. Und dann, neben diesen Abonnenten, habe ich, 7 Klick. Plötzlich hat es einen 8., 9., 10. Klick gegeben. Also, das heisst, andere Leute haben auch geschaut. Und ich dachte, hey, jetzt läuft's. Da habe ich nochmal ein Video und nochmal ein Video und nochmal ein Video.
Und wenn ihr jetzt schaut, die Videos sind alle noch drin. Auf dem Kanal Murat Bozdogan. Das Video, das ihr jetzt schaut, das ist Swiss 4K. Also 4K-Qualität. Aber den mache ich jetzt nur mit 1050, weil der so in der Nähe drinnen längert das. Ihr könnt auch wirklich mit 3 Meter langem Fernsehen schauen. Ich bin immer noch scharf. Also nicht so scharf, anders scharf. Nicht, dass ihr jetzt... Nein, so nicht. Gut, also, wo sind wir gewesen? Und dann hat sich das immer mehr entwickelt. Dann habe ich Zürich gefilmt, Schaffhausen gefilmt. Und dann ist Corona gekommen. Corona gekommen und die mit Türken nichts zu tun haben. Ich werde euch schnell etwas erklären. Türken gehen mit dem Auto, ohne Seich, mit dem Auto in die Türkei. Auch von Holland, von England. Die gehen mit dem Auto. Das ist ja so. Ich gehe auch mit dem Auto. Ich liebe das. Ich gehe allein, die Frau will nicht mitkommen. Ich gehe allein, fahre ich 2'500 Kilometer runter und 2'500 Kilometer auf und runter. Und dann ist Corona gekommen. Und dann ist die Frage gekommen, können wir jetzt im Sommer in den Ferien dort runterfahren? Weil ihr wisst, am Anfang haben sie sogar Grenzen zugemacht. Flüger sind nicht mehr geflogen und so weiter. Leute sind fast gezwungen worden, die mit dem Flüger gehen, auch mit dem Auto zu gehen. Und dann haben sie mich angefragt, hey Murat Abi, also älterer Bruder, kannst denn du uns nicht Informationen geben? Du bist doch klug genug. Du kannst im Internet recherchieren und so weiter. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe im Internet recherchiert, ich habe im türkischen Konsulat E-Mail geschrieben. Sie haben mir zurückgerufen und ich konnte meine Fragen stellen. Und dann habe ich hier Informationen gesammelt und weitergegeben. Was braucht man an der türkischen Grenze? Braucht man hier einen Test? Was für einen Test? Was braucht man? Braucht man ein Zertifikat? Muss man hier über Internet Formular ausfüllen und so? Dann habe ich angefangen, alle Freitag ein Video machen, so Informationsvideo. Und zwischendurch, hey, jetzt bist du in Vaduz, oder? Liechtenstein habe ich ein Video gemacht und so weiter. Und dann mit all dem habe ich dann plötzlich, wo bin ich? 300-400 Abonnenten gehabt. Das war für mich eigentlich schon viel gewesen. Und dann ist dann der Tag gekommen, wo ich selber mit dem Auto in die Türkei gefahren bin. Und das ist wirklich bei den Türken mega beliebt. Sie können die Strecke aber selber fahren und 100'000 Mal noch im YouTube schauen. Glaubt es mir, die haben Geduld für das. Stundenlang. Jetzt muss ich schnell abstellen. Hey, jetzt habe ich noch mitten in der Aufnahme und müssen Telefon abnehmen. Die Frau hat angerufen. Wir müssen entschuldigen, wo sind wir gewesen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Hey. Nein, jetzt habe ich wirklich den Faden verloren. Auf jeden Fall, ja, jetzt kommt es. Jetzt habe ich 300-400 Abonnenten gehabt. Und dann bin ich mit dem Auto runtergefahren. Ja, genau. Türken haben Geduld und können stundenlang Autobahn schauen, oder? Weißt du, da fährst du ab in die Schweiz. Ich komme über Deutschland, Österreich, Ungarn, Serbien, Bulgarien, Türkei, 2'500 Kilometer. Und Türken haben Geduld. Die schauen das. Und dann bin ich natürlich runtergefahren. Bevor ich runtergefahren bin, hatte ich dann noch die Idee gehabt, Aufkleber zu machen, YouTube Murat Bozdogan mit meinem Namen, oder wie der Kanal auch heisst. Da habe ich das bei meinem Auto hinten drauf geklebt, abgefahren hier und natürlich die Kamera mitgenommen. Und ich habe nicht stundenlang Autobahn gefilmt, ich habe vor allem dann an der Raststätte und Zoll, Zahlstationen, damit die Leute das ein bisschen sehen. Innerhalb von 2 Stunden habe ich dann die Fahrt von 30-35 Stunden habe ich in 2 Stunden getan, habe ich einfach die bei Zahlstationen oder bei der Autobahn, wenn du rechts wegfahren musst, mit Beschriftung und so weiter, habe ich das gemacht. Runtergefahren, retour gefahren, habe ich alles gefilmt, drauf tun. Das ist sehr gut angekommen und dann habe ich aufs Mal über 1000 Abonnenten gehabt. Wenn du über 1000 Abonnenten hast,
dann hast du mehr Möglichkeiten. Und dann kannst du sogar Werbung einschalten, dass du noch ein bisschen Geld verdienst. Wild. Es ist ja so, meine Freunde, wenn man mit dem anfängt, am Anfang habe ich mit dem Handy gefilmt. Vorher habe ich gesagt, habe ich die Kamera mitgenommen, klar. Jetzt, das Video filme ich mit einem GoPro 8. Da habe ich das letzte Jahr gekauft, aber ist am Abserbeln, also sind glaube ich seine letzten Tage oder Monate, weiß es nicht. Der Knopf geht nicht mehr so. Also man muss immer wieder investieren. Den PC musste ich neu kaufen. Der alte PC war nichts mehr. Ich habe eine Drohne gekauft. Oder? Schachtel brauche ich als Unterlage, ist nicht schlecht. Und all das kostet Geld. So. Ich musste Handy-Abo wechseln, weil letztes Jahr, als ich wieder in die Türkei gefahren bin, habe ich unterwegs Schnitt für Schnitt gerade von Bulgarien ein Video gemacht und gerade draufgeladen aufs Internet und aufgeschaltet, oder? Damit die Leute nicht zu lange warten müssen. Und dann, was jetzt noch kommt, man kann Live-Sendungen machen. Das werde ich wahrscheinlich nächstes Mal machen. Die etwas trinken wollen, sollen jetzt gehen und aufs WC auch, weil es geht noch ein paar Minuten. Soll ich schnell warten? Gut. Also, nein, Spaß beiseite. Dann über 1000 Abonnenten kannst du das aufschalten, aber Achtung, die mit YouTube anfangen wollen, Millionär wirst du nicht. Davon leben, ich nicht. Es ist so, wenn ich alles ausrechne und was ich bis jetzt verdient habe, obwohl ich 8050 Abonnenten habe, habe ich noch nicht einmal ein Drittel von dem verdient, was ich schon ausgegeben habe. Also, wenn ihr mit den Gedanken spielt, ist gut so, könnt ihr machen. Aber ihr müsst nicht meinen, in 3 Monaten kann ich dem Chef Arschloch sagen und gehen. Das geht nicht. Aber Entschuldigung, ich nehme es retour. Eben, weißt, du musst aufpassen, was du rauslässt. YouTube kann einmal sperren, oder? Du darfst nicht fluchen und so, du musst einfach anständig sein wie ich, oder? Nehmt mich einfach als Vorbild. Übrigens, ihr könnt meine Videos, die ich auf Türkisch rede, an einem PC mit Windows übersetzen auf Deutsch. Das geht. Mit dem iPad, Apple geht es nicht. Das geht nicht. Nur mit Windows. Dort kannst du Deutsch, dann kommt es auf Deutsch. Chinesisch kommt auf Chinesisch mit Untertitel. Aber Achtung, es tut nicht alles perfekt übersetzen. Nicht, dass ihr dann mit mir Lampen habt und ich weiss nichts davon. He? Gut, jetzt. Ich wollte hier nicht noch lange bla bla machen. Das war einfach jetzt ein Video gewesen. Hoffentlich ist der Maggie jetzt zufrieden. Und der Gensch von Zürich, Credit Suisse, gell? Ich habe dir versprochen, ich mache eins. Ich habe jetzt eins gemacht. Und jetzt schaue ich, wenn der Video gut ankommt, dann wird es dann hochbegeht. Übrigens, das ist im Fall mein neues Studio. He? Da habe ich neu eingerichtet. He? Soll ich schnell zeigen? Schau, da könnt noch 2 Leute haben, hier noch Platz, wenn ihr mich besuchen wollt. Da kommt noch eine Pflanze an. Und da ist so. Gut. Und das ist mein wichtigster Ordner mit Zahlungen. Es geht immer um Kohle. Da tue ich alles ausdrucken und da hinterlegen, damit, wenn ich einmal den Löffel abgebe, die Hinterbliebenen können schauen, wo mein Geld her ist. Gut. Nein, wegen dem Verdienst noch mal. Es ist ja so, man kann mit YouTube überleben, das geht. Nur muss man dann wirklich genug Abonnenten haben, genug Klicks haben. Es heisst nicht 100'000 Abonnenten, wow! Von 100'000, schaut, es ist immer so, etwa 10% schauen. Abonnenten, die du hast, ist ja so. Etwa 10% schauen, nicht mehr. Es gibt Videos, du hast 1000 Abonnenten, schauen aber 10'000 Leute. Die restlichen 9000 lassen sich nicht abonnieren lassen, aus irgendwelchem Grund. Ist es so, es gibt Videos, die gehen auf wie Raketen, die bringen da viel Geld. Ich meine, wenn du jetzt schauen, es hat YouTube-Videos,
hey, die haben 1 Million, 2 Millionen Klick. Da kannst du dem Chef wirklich deine Meinung sagen, wenn du das erreicht hast. Aber ich habe es gut mit meinem Chef, darum, und ich mache ja meinen Job auch gerne. Also ich will nicht mehr gross etwas ändern in meinem Leben. Wann war das? Heute ist... wann war das? Wann sind wir? Am Montag habe ich eine Skijacke gekauft, Freunde. Am Montag habe ich eine Skijacke gekauft im Outlet. Das Landquarz sind wir. Ist übrigens empfehlenswert, du bekommst günstige Sachen über. Und das ist meine letzte Skijacke, ich kaufe keine mehr. Hey, ich bin 54. Mein letzter Skijacke hat 28 Jahre gehabt, oder? Und wenn der jetzt 28 Jahre hat, kannst du ausrechnen, wie alt ich dann bin. Dann gebe ich langsam den Löffel ab, vielleicht habe ich es schon abgegeben, oder? Also, ich tue nichts mehr gross ändern, ehrlich nicht. Ja. Hey, hoffentlich hat es euch irgendwie ein bisschen gefallen. Und wenn es gefallen hat, macht es so. Und abonnieren nicht vergessen. Könnt jetzt mich unterstützen, damit weiterhin solche spannende und super Videos kommen. Haben wir abgemacht. Also, in meinen türkischen Videos sage ich am Schluss immer das. Sağlık en mühim, sağlıklı kalın, benimle kalın. Das heißt, übersetzt heißt das, Gesundheit ist wichtigst. Bleibt gesund, bleibt mit mir, bleibt auf dem Kanal. Macht's gut. Murat.